Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Pete und Mam Gilles. Hello, Bitches. Bonjour. Schönen guten Mittenabend, egal von wo, egal von wen. Wir sind jetzt da. We are back. We are back, Bitches. Wie geht es, Pete? Alles okay? Ja, wunderprächtig. Schönen sonnigen Tag draußen. Schönen Tag, ja. Und das Halloween. Yeah, komm her zu. Kürbissen, ja. Cool. Also nicht wegen dem Kommerz, mehr Doch. auch wegen der ganzen... Bei mir so eine Tradition, da gibt immer Horrorfilme geguckt. Okay. Ich kann mit Halloween nicht ganz viel aufhängen. Also, es sind okay ganz großen Horrorfilme. Kuckert. Kuckert? Seht ihr das so? Kuckert, ja, vielleicht. Ja. Ich kann den nicht, weil ich mit Halloween in Verbindung setzen als ein Spiel, ein altes Spiel auf der Play 1, das Medieval. Das ist das ähnlich, was man da an den Kopf kennt, ja. Sorry. Ihr könnt also echt einen Halloween-Film überhaupt an den Kopf. Nee, mal nicht. Weil der geht sowieso ist ja auch geguckt. bizarr, gell. Das könnte noch dazu. Ja, ich auch, auf meiner Weise. Ne? Was tun ich da gedreckt? Ah, nee, das ist okay. Wir sind noch da. Ich kann das da rausschneiden, alles gut. Okay. Geht schon gut hin. Ja, wir fahren weiter. Das geht mit unserem dritten Teil von unserer Trilogie über Top 100 Metal Albums of All Time. Und dann hätte man das auch gepackt, weil... Ja, war anstrengend. War viel anstrengend. Viel gut Sachen, viel schlecht Sachen, viel mediocre Sachen, aber auch für allem, wie der Pitcher gesagt hat, ganz viel Musik, wo er dazu motiviert hat, man all mögliche Sorten von Tieren, was Metal-Musik angeht, gucken zu gehen. Und Ja, das ist schon geil. Ja, das ist schon geil. Und mein Handy, wie gesagt, der platzt. Ja, Und aber das das ist auch gut und schlimm. Nee, das ist nicht schlimm. Das ist sowieso auch nicht für immer. Ich denke, dass man da lang werte Sachen lauscht, wo man ewig nicht mehr gelauscht tun. Und dann irgendwann fallen wir immer bei so üblichen Zieps zurück. Da ging ich mal davon aus. Gut. Ja, vieles wird aber bleiben, Hext wahrscheinlich. Ja, also das ist ja gewisse gesehen. Dann ging ich so. Willst du fänken? Egal. Mal dann fängt ich schon. Was sie? Platz 25 mit Metallica an ihrem Album Metallica, den auch gern Black Album nach genannt wird, von 1991. Ja, mir hecht denn überhaupt so. Offiziell mengen sie auch nie abs gesagt. Hast du das so Metallica hecht? Ja, nee, offiziell hast du einfach selbst betitelt Metallica. Mir geht von den Fans Black Album genannt, weil schwarz ist. Nee, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Wir sind kein Sauer. Ja, was kann ich zu dem so sagen? Ja, das ist aber für ein gutes Album, ne? Das ist mein erstes Metallica-Album gewesen, den ich überhaupt gelauscht habe. Ja, ich habe damals auch rangezogen und abgeotet und absorbiert. Also, war schon geil, ne? war den, wie soll ich sagen, das war absolut, denke ich, bis heute noch nach Mattia kommerziellsten Album generell. Natürlich, ja. Wo sie auch Naivea als Band an Songwriting generell angeschlagen haben, weil den unterscheidet sich schon extrem zu den 5 Echten, gell? Ja, pardon, ja. 4 Echten. 4, genau. Du hast die 5. Ja. Also ihre besten Album... Nee, gib ich meinen Kloren nee beantworten. Nee, also aber hier ein besten Album für die Allgemeinheit kann ihn drüber streiten, sonst ja. Für die Metal-Gemeinschaft hinaus kann ihn ja suchen, weil wie oft hörst du heute nach Nothing Else Matters im Radio, gell? So oft, dass du das nämlich kannst hören. Genau. So geht es mir. Genau. Und dir wahrscheinlich auch. Nein, ich kenne Lied, das ein geiles Lied. Ich kenne noch Leute, wo da für hier Hochzeitslieder geholt und ging ich persönlich nicht, man. Das ist also eine persönliche Meinung. Ich fand Lieder gut, ja. Meh. Ja, nee. Sie hatten damals auch, waren von ihren allen Fans, ihren Thrash Metal Fans, ein bisschen kritisiert gehen, wegen Sellouts an hier und da, eben gerade weil, sie machen eine Ballade, sie machen hier, sie machen da, klingt nicht mehr nur Metallica, klingt gut nicht mehr nur Thrash Metal. Ja, das war MTV-tauglich. Genau. Das ist doch das, was sie, den Rob Rockwood ein Album produziert, mengen nicht, und, das war natürlich für sie eine Opportunität, entweder man nicht lo, und da tut sie wirklich für drin, ja, sie hatte für drin Tournee weltweit gemäht, mit der tut sie wirklich nach und ein anderer Publikum geheit, wo dann auch immer pläsiert und so etwas hatten, und da tut sie wirklich
enorm an Blut katapultiert an du no kann ich noch so wie das ja als sie nach Album du no kommen mat Load a Reload an so dat war dann aber auch so ich will so an ihren Innergang mir hier ja ihre Mojo war doch schon dat war eigentlich den Heichpunkt von ihrer Karriere gell? Ja so gesinn ja weil ich an Load a Reload gut dat hun ich gi warm mat Film so weil ich vielleicht auch zu dem Zeitpunkt auch bis méi Blues an so Jazz gelehrt hun dafür kann ich mich mir einfach mat identifizieren okay ich fand se net schlecht mit das ke Metallica Mängel nee dat sowieso net ne Metallica ist einfach ich mengen sie vielleicht viele die immer recht wie Metallica wie so gefangen und ihre Cover zu, ihre Schriftzug zu ändern als erst den Trash Metallica als schü nach ein ja Heavy Metal Metallica kann ich dazu ne ja kommerzielles Stil ja. So gemacht selber gemacht ne? Also ja den klassischer den Ab Metallica Sound eben ne? ab du kannst davon Ja. so Ja, ihre Trashwurzeln sich ein bisschen verabschieden an die nächst schmengen de Black Album wie gesagt Load Reload an du no war nach da war nach die Katastrophe Lulu geheescht dazwischen die war die schwarze mal nicht war furchtbar das auch nicht schlimm du hast nicht verpasst das wirklich Studioalbum oder ja, das war Studioalbum mat schmengen du war auch the Rock dabei und das war irgendwie ein ganz komische Summestellung mit das war nicht dat hat nicht zu dienen und du wollten sie ihrem Oldschool Man op der Sand Anger wo sie einfach gedeuten okay Lars als Snare-Drum hältst einfach mal die Pan die gosse Pan wo du ja ein Blechtrommel voilà. Ja mir ich muss aber auch so sind aber zu ihrer Wurzeln zurückkommen auch du noch uns nach viele Albume gemäht man den nicht mich selber nicht wirklich befasst tun mir dat hat aber auch im weltweit größte Suchse an sie gödet auch nach immer ja wow. Kann wie gesagt die ja. wird alles streiten mit der wir aber nicht vergessen dass sie matt die wichtigsten Metalband überhaupt sind am globalen definitiv allgemeinen Niveau gell? auch Leute die mit Metal Gunnar können ufenken kennen Metallica gell das kann ich Ja. nicht verleugnen absolut an noch den dritten Album schmengen das Lieder wie Enter Sandman an Sad But True dat sind darüber verdammt geil Lieder scheieren immer dick gerne Riff von Enter Sandman Ja. geil das Lied immens gern ja was gingst du da so wollte den Klarzeit verdenkt Wike dat ma am ganzen 5 Metallica Albumen an der Heit erlecht hun wat ich so viel fanne hätte ich den dote wäsch gelöst ich persönlich ich ging da recht ja ich persönlich ging do an der schwst du wette viel Leid bewe so ja ich weiß, was könnt. ich ging kein Justice wäschlose weil Justice wäschwellen okay ich ging Justice wäschwellen Master ja, Puppets die wollte die auch wäschwellen du ging okay da los man noch Metallica 3 Stunden das sind Nummer noch mal 3 Stück ne ich meine Gag das Nummer noch mal 3 Stück ja nee Justice mir dazu kommen man nach weil die genau die werden nach kommen do hun schon pur Sachen zu so mit der los man die einfach mal stohlen mehr mit der Meinung dass man vielleicht wäsch hätte yes. muss man. Gut und da kommt man zu etwas ganz spezielles auch nicht ganz viel vertruden an dieser Löschschmenge wo man so etwas ähnliches hatten an der noch nicht so war Body Count ganz im Umfang von einer Lösch mir kommen bei 24 Rage Against the Machine von 1992 mit ihrem Album Rage Against the Machine und sie hun ja was hun sie gemäht sind Rap mit Hip-Hop mit Metal gefused und das zu der Zeit auch chemie gerechnet weil der da war nach nicht so ja der New Metal war nach bisschen zu frei vielleicht zu dem Zeitpunkt mir das waren aber gut aufhängen für so etwas ja sie waren zwar manchmal nach die Age die so Rap mit Metal gemischt hatten ne nee wir auch nach Dingens gehabt wie Living Color war auch bei das auch ja mehr spannend hatten zum Beispiel Aerosmith hatten mit One DMC Lied gemacht an Anthrax hat mat Public Enemy schon ein Lied gemacht ja, gehabt das war schon die echt Begegnungen sind mat Rap an Metal gewircht das muss aber so dass den neue Album heute war alles gesprengt wat und ja Fusion so nicht mal ja ich da absolut recht ich bin absolut recht also ich kann man Menge Liszeit nicht die Rage Against the Machine vorstellen genau den
ich liebe den Album nach Haut gell ich Ja, ja, absolut. alles ger in das das ist ein so endlosen Album. bombastisch groovig verrückt ja den Tom Morello sing Ja, den ist experimentell Fan. Ja. Riffs an Soloen dran gell dem Saxer Raps an och den Der Beat generell. slappende Bass gell so geil das ist einfach so geil gell und, kann ich ich auch just Killing in the weiterempfehlen. Name also Lied war der haut bald kann nie mehr kann erinnern weil du überall lebt gell an all Metalbar hier ist das Lied Nee, das war nicht so schlimm wie me- Nothing Else Matters, muss ich einfach so. ja gib ich dir recht Me dat auch dat neschen Hit den Album aus vom echten bis zur letzten Ja. Sekunden voller geiler Hits gell Absolut, absolut. Und ich denke, die kennen sogar noch vielleicht bis zu 4 Stunden. Vielleicht ja vielleicht kein 10 Platz, aber. an meiner persönlicher Lust gefen auch ein Ball voll drauf hier kommen Also, das immer ist dann eins, dass Rage Against the Machine absolute Ja auf dieser Liste. ja ja absolut hast schon verdenkt kann auch drüber streiten ob du Metal aus aber ich so schon ja doch. Okay. Gut, gut. Dann zählen wir weiter. Na ja, da ging wir bei Platz 23 mit Danzig an seinem Debütalbum Danzig von 1988. Das ist auch schon lange dabei, ja. Ja, war schon 400 mit Misfits und so bekannt. Ja. Und so Sam Hain, was noch alles, gell. Glenn Danzig ist schon lange bekannt, mischt schon lange Musik und das tut uns mit Aufstand sein beste Werk, gebe ich so, ne. Den Elvis vom Heavy Metal. Ja, kann so, ne. Sieht doch ein bisschen so aus. Aber Weil, ganz ein bisschen. Meine war immer großer Fan von Elvis, Ja. von Jim Morrison und ich wollte auch mit der Stimme ein bisschen im Gesang orientieren. Das wird dann definitiv der Matt gemäht. Ja, das ist auch echt, also, ja, wie kann ich Danzig beschreiben als Genres? Ein Mischung zwischen Heavy Metal an Blues, Rock. Ja, okay, Ja, da tun wir schon ja. oft halt gesagt. Aber bei denen klingt das aber wirklich so, wie man das so tun, gell? Ja, du fließen die zwei Sachen wirklich immens gut zusammen. Ne? Und das ist auch ziemlich offensichtlich, dass es so, also no Blues Rock klingt. Das nicht, Ja. kannst du so, Ja, nee, ja, das ist schon das aber nicht. Du hast aber wirklich die Elemente, sind aber vertraut dabei. Absolut, absolut. Na, das ist wirklich ein geiles Album, auch von Hand bis 4. Ja, groovig. Auch Ja, groovy auf seine eigene Weise. Ich fand den gut. so von witzig, wie ich auf Danzig gekommen bin. Ich hatte nämlich das Lied Mother kennengelernt Ja. durch GTA San Andreas. Da war du am Soundtrack mit dabei. Okay, Und ich, wow, das Lied ist dick cool. Dann ich, ja, dann ist mein Album gecheckt und so, oh ja, cool. Und, ja. Ja, aber wie gesagt, den Pete hat schon alles gesagt. Ich war Danzig gehört heran. Auch wenn es nicht für hart gesortet Heavy Metal Fans und Extreme Metal Fans vielleicht echt kein ganz größter Begriff ist. Aber ja, doch, also der gehört aber absolut an das Lösch dran. Ob er Ja. so weit 4 steht, weiß ich nicht. Darüber kann ich streiten. Ja, darüber kann ich streiten, ja. Vielleicht ein bisschen zu viel für, ja. Aber das kann ich ihn aber gerne durch Stuhl lassen. Ja, der Meinung sind ich auch. Und dann sehen wir weiter Richtung Final irgendwann demnächst. Also 22 Mötley Crüe Aldrim Martinen Too Fast for Love von 1981. Ja, wir haben das schon über Mötley Crüe geschwärzt. Mötley Crüe als pure Sexappeal auf CD gepresst. ja. So kann ich das eigentlich am einfachsten definieren. Das Party, Sex, Drugs und Rock'n'Roll auf einem Album. Ein bisschen. Ja, an bis du auf sie tun mat Too Fast for Love war ja waren aber immer just so hauptsächlich Hits Classic Hits an den Radiostationen und du sind sie kommen und du so ja wir wollen da doch mehr man just noch besser Ja, genau, an- das haben sie auch gemacht. ein bisschen mehr glamorous und so und das konnten sie aber gut hin. Genau. Ich kann da nicht persönlich mir nicht so einen Too Fast for Love oder den echte von ihnen ob die zwei vielleicht nicht so gleichgestaltet sind mehr sie sind definitiv wichtig was war ja das Shout at the Devil Mengen ich war den anderen Album Ja, ich ging ja. ja. vielleicht sogar Karim auch gleichstellen aber Okay. das dann wegen persönlich Meinung dann drin ich denke Leute müssten aber effektiv mindestens ein Mötley Crüe gleich tun. Ja, also wie gesagt, ist mir allen zwei sind kein großes Glam-Metal-Fans, gell, nicht wirklich. Aber Mötley Crüe fand ich cool, irgendwie, gell. Und ich fand den dritten Album ein Stück besser wie den anderen. Ein kleines Stück, aber das ist einfach, das ist ein bisschen
siehst bis mir fresh bis mir punkisch an ja das schon bis mir knascht auch gerne dafür fand ich immens cool gell. Punk könnt schon do schon echt sogar nach raus wie ob das schaut at the devil das Ja, war das ja. war wichtig Glam das stimmt schon Ja. ja wir können dann aber Lieder hier so, ne? ist aber geil, Mensch. geil ja also Motley Crue Too Fast for Love ja definitiv gut kann du stohlen sein da los mal da so stohlen a weiter Platz 21 an sie sind Metallica and Justice for All von 1988 wir hatten da gerade drüber geschwärzt gehabt ja Justice for all ja Toten aus ein Album leid vielleicht drin weil ich ein viel mich spät gelauscht hat hun wie andere Metallica Albumen an du wegen sind ich nie wirklich warm gehen mit dem du ja ich kann das verstehen das sind schlecht das guten Album geil so nicht dass das schlecht das geil das ist wirklich gut aber es fehlt einfach etwas the Boss das ja das auch da kommen wir so drauf kommen wir sowieso ja die fehlt definitiv geil mir das einfach irgendwie ich weiß nicht ich persönlich mit der Doten ja wie soll ich so es schon Metallica durch ein demoltischen Kollege kennengelernt und ich meine dem war das cool du hast Metallica kennengelernt und dann hast du dann vielleicht hast du ein Album disponibel und dann hast du dir geleistet und also oh du kennst ja noch Sachen dann leistest du den zweiten also weiter und so fort und ich muss ganz ehrlich sagen es sind okay es sind mit Kill 'Em All auch nicht am Anfang warm gehen so gerne schon und so gut nicht gerne hatte ich schon ganz am Anfang wie ich mit Metal warm gesehen ja und es war dann klar Ride the Lightning Master of Puppets die kommen noch da das 100% sicher mir ist ihnen auch mit Justice nicht warm gehen weil mir ist du immer aufgefallen an lo nach May am Sinn von Musiker wo selber auch wo ich so ein wieso wo ist der Bassist echt mal du musst kein Bassspur drauf an zweitens den Album fehlt sich Licht für die Zeit extrem überproduziert fanden ich ja am Sinn ja. von du hast wirklich so ein knaschigen Album klar das war hier im Debüt Kill 'Em All da könnt Ride the Lightning wo ein Opus war geil ja und da da könnt so ein geile Produktion Ja. gewesen den Album und da könnt Master of Puppets wo dann nach ein Kehr geschöpft drauf lädt ja und dann Bemol Misstep ist okay ja no Master Puppets aus der Cliff Burton an einem Autosaccident wo sie hatten imkommen also hun sich wahrscheinlich selber auch vorgestellt an den Album do aus auch mal ganz viel Hass ob Mönsche dann ganz viel Schuldgefehler an Hai do verbunden ich von den Album do immer an Erinnerung okay die echt fair Lieder sind dick geil und dann fängt ein Album an der wie soll ich so an der Metallica Nuss sich ein bisschen zu verlieren es Black and Ja. Justice for All dick oder das ist one natürlich großen Hit auch Ja, ein echter natürlich, Videoclip generell mega gut mir möchtet dem Album Justice gesagt was du gemeint möchtet dem Album Justice ja das wisst du schon gesagt das mir schon so viel Metallica halt rastohlen an mir Simon dann nicht fertig das kommt dann noch zwei ich hat den do Karimor wäschgelost nicht weil er nicht gut ist mir et markiert en gewissen Davepunkt an der Karriere net Punkte verkauft zu mir einfach Punkte mir wissen nicht wie man solle weitermachen mir wolle weitermachen aber wir wollen aber auch unter Vergangenheit festklammern so viel zu stehen Album ein bisschen ja das gut beschrieben gebe ich so an sind natürlich wahrscheinlich viele Leute draußen die den Album an den Himmel löwen was ich auch gar nicht gehen so ja, mein Gott aber es sind du auch absolut deiner Meinung ne nützen Hits absolut nützen geil Moment aber ich hatte noch nicht die Lösch gesagt ganz ehrlich ich meine wann so gings eng Lösch machen wo es just dem Thrash Metal ging gehen als Beispiel klar die wird racht und dann ist das berechtigt weil das nach immer an auch fit lächt bis du hin sonst mal du noch hast der Black Album kam Donno waret och nemmi so trashig wie bist du hin an ja Et war auch net so progressiv wie op Justice méi dufir fand ich so méi schuet dats den Album net so produziert ass wéi zum Beispiel Master of Puppets ja et genau war bisssen zuviel fannnen nicht zuviel des guten an natürlich fir op zurückzukommen
du gehst einen neuen Bassist engagieren, obwohl du noch nicht natürlich über das kannst du nicht wäsch, über den Tod von dem Ex-Member, kannst du so Kollege war für sie alle gut, Kollege, ne? voilà. Du kannst nicht drüber wäsch und dann ich meine, das war danach, das war 3 Jahre, nachdem den Cliff, oder war es 2 Jahre, nachdem der Cliff gestorben ist. Ich weiß nicht mehr genau. Ich meine, war 86 oder 85. Ja, keine Ahnung. Und dann gehst du ihn engagieren, den auch nach der gut ist, weil Jason Newsted ist ein guter Bassplayer. Absolut, Bassisten sind sowieso immer generell so underrated an Kev. Absolut, Weißt ja. du? Und dann lässt du dem mal nicht seine Spur da anmischen. Keine Ahnung. Fand ich ein bisschen schwer. Boah, und hat ja die Spur auch gespielt, ne? Bassspur. Ja, wir haben sie nicht geholt. Sind sie nicht, boah, ja, war anscheinend, ich hatte ja gelesen gehabt, es war schon beim Zusammenmixen, war ein großen Teil von der Bassspur verloren gegangen. Und dann schlussendlich war anscheinend dem Lachs seine Idee gewirrscht, drehen sie nach Ruf, drehen sie noch mehr Ruf und dann noch weiter. Und dann, dann hast du nämlich zur Heere gewirrscht. Dann. Ja, das ist gut, was du gemäht hast, aber nicht Haut. Ja, so ungefähr, ja, genau. Das ist schwer. Ja, also ich meine, wir sind jetzt eins immer so, dass den Album machen wir vielleicht ein Fragezeichen du hin. Du gingst du wahrscheinlich echt schon los wie ich. Mit der tut auch just wie meinst du, an der Lust meinst du? an der Lust. Mit der tut eigentlich auch just mal zu dienen, weil Metallica schon so oft dran steht. Ja, also ich gebe nicht ein Album rausholen, also Lust, ganz ehrlich. Gut. Dann, wir wollen Hate-Comments holen, lo. Spätestens lo, mussten da kommen. Nee, mein Gott, also ich schwätze für meinen Job für den Pete Matt, wir haben all genug Metallica gelauscht oder genug andere Sachen. Wir können frei darüber diskutieren und wir freuen uns über alle Kommentare. Ich habe mal lieber Kommentar, wäre schon mal nicht schlecht, weil wir sind noch kein Apps gesagt. Weder schlecht, wieder negativ. Also Jungen, zack, schaffen, liken, kommentieren, mehr. Justice, Fragezeichen. Ja. Sollen wir weitergehen? Ja, fahren wir weiter. Maja, gehen wir auf Platz 20 mit Anthrax, Among the Living, 1987. Anthrax ist nach gut in der Liste 4 gekommen. Das ist hier ein einzigen Album hier dran. Die müssen absolut stehen bleiben. Die sind eng von den Mattbegründer von Thrash Metal, so wie mehr so wie mehr der Matt groß gesehen, mit dem Genre Thrash Metal. Das Scott Ian ist auch der letzte remaining Member von Anthrax. Das ist ein mega gutes Album, das vielleicht noch nicht super gut produziert. Ich meine, wenn es den Haut ging lauschen mit einer Attitüde von, du willst moderne Serien, könnten da ein bisschen zu viel lau rüber mehr. Das geht. Schon, das ist ja gut gealtert, ein Album, muss ich sagen. Das ist sogar. Mehr, ich denke, punkto Mastering und so, gibt es definitiv Besseres. Mehr ist so, nee, du musst absolut stehen bleiben. Und dann ist auch gut platziert, ging es so. Ja, das ist auch der Tut, dass sowohl für Kritiken als auch für Fans den gelöften Anthrax-Album, ne? Ja, also wenn du von Anthrax ein Album in die Liste setzt, was muss es dann den dritten Album gewiss so, ne? Ja. Und das ist geil, das ist definitiv geil. Ja, ich fand noch, ich schon den nicht viel gelauscht hat, bis eben lo mal die Liste gemäht haben. Ja, ja, den hast du auch laut noch wie so viel ist im Handy gelandet. Und da sind noch ein paar ganz gut Lieder drauf. Und die werden doch Mensch mehr in Zukunft laufen. Da lassen wir die stehen. Na? Ja, den du bleibst noch bald voll stehen. Da kommen wir bei einem guten Kollege. Ja. Geht weiter mit Thrash Metal. Also, ich Platz 19 Megadeth mit Rust in Peace von 1990. Ja. Ich finde es schon gesagt, so doch danke, ja. Ich werd nie großen Megadeth-Fan sein oder gehen. Ja, was kann ich mit dem Album sagen? Und das ist gut. Und das ist definitiv gut. Das ist allbekannt Thematik über die Regierung, über Antikrieg an hier und da, ne? Verschwörungstheorien, Pipapo, das ist von alles ein bisschen drauf. Ja. Das, was Dave Mustaine schon seit Jahren durchzieht an der Band. Ja, mir haben davon nicht ganz viel zu sagen. Also ich lasse den Album an der Liste stehen, weil ich weiß, dass es wichtig ist für die Metal-Community im Allgemeinen. Ja, auch wenn ich kein großer Megadeth-Fan bin, ist ein Album geil und ich so, ja, den verdient den Platz.
an da löscht ich hatte vielleicht nicht gerade op 19 ich hatte bis mir kein so feiert vielleicht gesagt gerade oder so ja ich ging da du recht siegen selber auch kein große Megadeth Lauschtrer me Megadeth huet aber vieles oder sagen wir hier sing tragisch kann ich nicht tragisch nennen net bei Metallica gespielt die wollten nämlich hun englische Band gegründet an mit Megadeth war immer so der gewissen Konkurrenzkampf zwischen Metallica und Megadeth Zeit lang ja der tust an den Charts gemerkt der tust an den Zeitungen gelesen war immer Metallica an Megadeth war nie Megadeth an Metallica zu dem Zeitpunkt do 1990 du war Metallica schon Heichpunkt die Joer Dr hun se Black Album rausbrot ich gef net dass sie jemals wollte so gut gehen mir du war einfach den wie de Pitcher gesotet seg Persönlichkeit an se extrem krass politisch wien Krisch an Umwelt an die Verschwörungstheorien alles immer an all Album huet de Thematiken ja me nee Ich kann nicht schlecht sie den Album so ja du hast pur dick geil Hits drauf wie Holy Wars The Punishment Do wat von Marvel also vom Studio Marvel Punisher inspiriert ass an der höchste Hangar 18 wat natürlich mit der Roswell Verschwörungstheorie zu dienen hue dass du anscheinend dann aber Aliens von der Regierung verstoppt goufen und so so ja dat as alles cool das guten Album Me et könnt nach no een von hinnen ich erwähnen einfach lo weil mir werden ja nur auch nicht ganz viel zu dem so können ja et könnt nach Peace Cells dat as ich will nicht so ein zu wie Rust in Peace me das paar derselwicht ja ich fand die vielleicht in klein Grimmelchen besser ja okay nee, ja das aber schon sie sich immens krass die zwei Albumen du gehst komplett recht an ich gucken op der List von 1 bis 20 sind silo 2 mal dran net fallet mega der was mir einfach weil et klingt aber immer selwicht ja dat kann ich von andere Bands auch so ja das wie gesagt das Eismenung gi noch Leute die so nee mega als wenn die Spaß Metallica mein Gott dat aus okay wann ihn dat denkt mehr sind der Meinung dass der Highlight wäre durchgegangen wann du just ein Album vielleicht an Top 20 gesagt hast entweder den einen oder den anderen ich hatte auch nicht los so weit viel gemäht wo sie mal bei 19 voilà. Los man durch sto ich ging so ja also und mal gemengen ja muss dran da ja was ja, kann so ich noch zu Megadeth so mir sie kein groß Fan zu schmengen dann zäh wir auch einfach so weiter los man so stohlen hat zu not zu treten das war mich mal gemengen dat löscht nervt das so dat von 100 bis 50 sind not so Sachen wie auf Dreck mir kein Ahnung wat bei dran setzen kann setzen einfach Deppes dran ja an Platz 50 bis 1 dann sind dann mengst nach 6-7 Bands existieren die 50 Plätzen dominieren Schmenger wann effektiv von den Top 50 Rolf Cooks sind net mengglisch die 25 oder 23 Bands just dat werden davon wo der 6 Bands wie du gerade gesucht hast ja an der recht so komme man dat noch dran me das de unlogisch wir werden zum Schluss von dieser Episode auch noch Meinungen so zu Albumen wo oder Karin enger ganzer Genre spart wo Karim auf Gierskinnners wo auch wichtig ist für den Heavy Metal generell me dort zu kommen man nach es ging so mehr los Mega darf so stohlen an mehr ging Richtung Urzing mengste ja was sie mein Freund Platz Urzing Tool mat Anima von 1996 guten Tool ja voilà Tool Sadum dat war abseits dat war Kone nee vergiss das besancht das war sie ja ich mein, wie ein Tool kennt als Band wie es schon direkt besteht ich mein, sind absolut genial super Musiker Jean Calza bis als eine Art progressive alternative psychedelic rock metal Jean geschieht auch immens viel an ihrer Musik ne du kannst so dat vielleicht bisschen prätentiös also oder vielleicht prätentiös
möchte gern prätentiös leidet ger lauschteen man ist auch großen Tool-Fan gell mir ich fand einen gewissen Tool-Fan sport die sich ein bisschen so als Snops gesagt weil die Mengen sie werden mehr weil sie das lauschteen wie eng hipster point de vue so. Ja, Meinst du echt so da tust du umfang oft beleicht die progressive Sache lauschteen gell ja das das mir stimmt. aufgefallen mir davon aufgesehen Anima als verdammt guten Album gell dat Tool in ihr ganzer Karriere schon bewiesen war sie nie extrem oft das Album rausbricht war immer Deel war sein groß Lücken dazwischen von ihren Album Ja, Releases das stimmt. gell mir alkes wann ein Album rauskam also den fucking Bomb gewircht ne Ja das stimmt Da bin ich da ja recht. was sonst Ich- nach Maynard James Keenan absolut charismatische Sänger super Stimme an mengen persönlichen Lieblingsdrummerin den Danny Carey Ja. den so aufgefuckten Scheiß spielt dass du wirklich nicht mehr kannst Das war Ja. das schon weirde shit an ich kann verstehen lo wo du gesagt hast dass für viele Tool eng Snob spart vielleicht der falschen Ausdruck mehr eng et muss ein bisschen méi wie just können Musik leisten für Tool können zappressieren wie Tool sinn als dat vielleicht auch falsch ausgedrückt ich weiß nicht ich persönlich sind nie so krass warm mat Tool gehen wie die Pit mehr ich muss schon den do gelauscht hat an schon noch den letzten gelauscht hat den hast du war dat ufang das Jahr oder das letzte Jahr als er noch rauskam? Last Year and last Year an dat war schon ja das ist schon krass an auch wirklich ein Genre für sich Tool kannst du nicht wirklich doch du kannst dann den Tierrang machen mit den Tierrang gött Tool nicht gerecht sonst muss so ja den Tierrang hat nach einer Tierrang an du nach einer Tierrang, Dimensionen an Portale wo dann an der Weltraum geht gell das ist ein bisschen wie man Deftones so vergleichende Tool zum Beispiel ich kenne Okay. ich so auch okay Leute wo Deftones gerne lausren an richtig können sich so richtig krass damit identifizieren die gesinnt Musik nach ernst also ich meine bei Tool also zu ähnlich kann das ziehen ich weiß es nicht keine Ahnung okay Anscheinend egal nicht wirklich so. vergiss was ich gesucht tun auf jeden Fall Tool als just ein an der Liste dran immer muss dran stehen bleiben macht ihre wichtigsten denke ich Also mein persönlich Favorit als Lateralus ne? Okay. eng Spur méi Müll eng Spur méi Aufgefuckt. progressiv eng Spur méi aufgefuckt das ein Album de Animas millich zu lauschteen ja Lateralus okay, als das ja du musste ich pummel du 100 setzen aber wann ein Album bis verstehst dann das ist dein Liebling das ist nicht mal sicher ne dann weiß ich Nee. was ich halt noch machen weil den kann ich zum Beispiel nur gar nicht muss ich sagen okay nee dann lausche den unbedingt ich meine das nur direkt ich mal aus an den schwarzen okay wollt okay ciao ich mein alles zu Ende. alle bis dann die Leute nee mir geh weiter weil ich meine Ja, das das alles fallen meist viel op ja ja du hast alles zu Tool gesot Tool muss halt dran stehen absolute Mast und dann gehen wir weiter an das mir sind ich grad Platz Nummer 17 Merciful Fate Matt Melissa von 1983 de muss es so nun nicht ganz vergiss wie ich sie gelesen weiß ja die gehtt ja auch nach Merciful Fate als zu dem Zeitpunkt nach eng Band gewircht wo den Sänger sei richtig we ich nicht mehr den Mr. King Diamond genau als Liedsänger do den so heich könnt wie wenig anderer vielleicht der Rob Halford nach ja aber das- stimmt wohl gemerkt man da bis anders dann ne? ja hey, du Schwein nee das den echten den am Anfang die ganze Corpse Paint ein bisschen an Metal-Szene rabrot huet Ja, den auch. echten sie gigieren als eng Mischung zwischen denen echter mir Rock an Hardrock orientierten Finn Lizzy an enger Mischung zwischen Maiden ich meine das kann ich noch wirklich so beschreiben das Classic immer wann ich Classic so denken nicht dass Leute denken ja mir weh das doch nicht symphonisch oder so nee mehr Also klassisch das- am Sinn von Standard sagen wir so ja genau Standard das, Heavy Metal ja Standard ja genau so kannst beschreiben Standard Heavy Metal mit extrem hegen Kapstimmen mit ja wirklich bis an das Universum geschaut ab das Universum mit geantwortet an der Tonlage
so weißt du. Ja, King Diamond ist schon eine coole Sänger, gell, kannst du wirklich nicht so. Muss doch gerne lausstrecken, also King Ja. Diamond ist auch nicht einfach zu verdauen, gell. Nicht alles, vor allem nicht alles von ihm. Mir sein Screams sich schon mächtig, gell. Ich hatte Merciful Fate sich nie gelauscht hat, wo ich angefangen habe mit Black Metal lauschen, hatte ich dann so ein bisschen die Echtwelle, also die Inspirationsquelle von der zweiten Welle geholt, wie Venom und so weiter. Ne? Und du hast Merciful Fate auch immer genannt. Gehen. Ja. Und ich gedacht, okay, lauscht das da? Und also, okay, das tut dann als absolut du da noch nicht Black erwartet, Metal zu dienen. Gell? Ja. Dafür war ich am Anfang so, okay, weird, gell. Ja. Wo ich das Album nicht gelauscht habe, so nicht, ja, das ist gut. Sie haben den Black Metal an dem Sinne inspiriert, eben, weil sie auch ihr ganze Musik denken, aber so richtig düsteren, satanischen, okkulte Level bräuchte. Ja, das stimmt. Und eben noch den King Diamond, eben mit seinem Make-up, mit seinem Ausgesehen. Ja. Was haben Schillen ausgesehen? Ne, der gesagt von ganz okay. Ist nur immer ein Zylinder. Ich schon nicht chill gesagt. Das hast du vielleicht verstanden. Ich schon das gesagt. Der Okay. versteht just einfach, ich will verstehen. Okay. Mit immer ein Zylinder und am Corpse Paint. Das ist schon speziell. Also ist muss mega. ihm sich, das Muss verrückt. mehr Zylindern ungeduld gehen. Ja, aber Nocke noch. Wenn wir schon dabei sind, da richtig. Ja, nee, also ich denke, sie dürfen nicht vergisst gehen. Ja. Ob sie so weit viel müsste stehen, so Hätte ich auch nicht gemacht. weiß ich nicht. Ich meine, das hätte ich könnten mit anderen Sachen, wo ziemlich weit hinten stehen. Ja, ziemlich weit hinten. So zwischen 50 und 60 wäre auch noch Platz gewesen. Gebe ich auch so eine Tattoo-Flasche noch. Das wäre auch noch immer berechtigt gewesen. Na. Ja, das ist Ja. gut, aber du kein Platz 17 nicht wirklich, muss ich sagen. Ja. Aber geil. Ein Album gehört endlich dran, das ist sicher. Ja. Okay. Dann, lass. Platz 16 mit Dio an Holy Diver von 1983. Schön. Das ist doch einmal ein Klassiker, ein absoluter Ja. Klassiker. Wunderschönes Album. Wunderschönes Album mit einem wunderschönen kleinen Mann, den da Ja. bis ans Zeel, die das Zeel streichelt, wenn er scheißt, wenn er singt, wenn er kratzt, dann, Ja. Noch der Cover, guck der Cover mal lecker vom ja, Album. das ist schön. Da geschieht so viel drauf, gell. Und hat Den den Mann- Dio, den hat er doch ein bisschen rabusch, die Fantasy-Elemente Ja. an den Heavy Metal, das hat er ein bisschen rabusch. Da So. kommen wir wahrscheinlich schon noch an unserer. Ich will es nur dieser heute machen wir als wahrscheinlich als erste Genre-Episode. Und dann fangen wir carrément mit dem Power Metal an, weil den an dieser Liste ein bisschen voll vergisst gehen hast. Ja, Oder einfach das Interesse war wahrscheinlich nicht groß genug für dran zu machen, ich weiß es nicht. Und du hast den Dio auch ein ganz großer Begriff. Durch den verdanken wir am Anfang Torn-Symbol, ne? Als klassisch. Ja, Ich kann ja. das nur nicht weisen, weil der sieht das ja nicht. Das ist ein bisschen blöd. Pommesgabel, Nee. wie es in Deutschland genannt. Pommesgabel, ja. Voilà. Das kann ich nicht stehen lassen, das wusste ich mal nicht. Okay, witzig. Ja, Holy Diver war dem Ronnie James Dio von Black Sabbath für Rainbow sein Solo-Projekt. Mit denen man nach einkehr richtig umgerappt hat. Und alles das, was der bei Black Sabbath gemacht hat, der bei Rainbow nach einkehr ja, ich will nicht so vorgestaltet, mir so, wie kann ich die Sachen nach mehr heavy, und nach mehr metallisch, mehr episch machen, mehr, keine Ahnung, mehr, die Balance zwischen seiner Stimme und der Musik, das ist schon, ja, Oscar-reif. Also, Ja, absolut. das ist so, ich meine, wenn mich fragt, was sind Musiker, wo dich inspiriert haben, zum Beispiel für Musik zu lauschen, oder was für ein Album hast du immer gelauscht hast, da könnt den heute 4 und generell noch 3 andere Dio-Albume, gell? Und das sind noch immer meistens die, wo ich da rekommandiere, weil es passt einfach alles auf den Nähen, gell? Dem Mann hat ein Organ, das Ja, das ist enorm, super, gell. super Stimme. das schwert, dass den ënner da ist, den huet wirklich aus enger ganzer Karriere, egal wat den ugepackt hat für Musik, das war immer ein Schmuckstück, gell? Und den doch einer Musiker recruited, wo er nur zu gräessten Ruhegewur sind, wie zum Beispiel den Gitarrist, wo zu dem Zeitpunkt fucking 20 Jahre alt war, der Vivian Campbell, wo Gitarre gespielt hat, da war den da Album rappt, das auch. What the fuck, mal 20 Jahre war mein einziger Gedanken, ich hoffe, ich komme nicht zu spät an die Schule. Weißt du? So ungefähr, ja. Keine Ahnung, also den Album da muss an dieser Liste stehen. Meine persönliche Meinung, die müsste sogar in den Top 10 stehen. Das ist mein persönliches Ja, Point of View. du gehst also auch recht, ja.
ja Dio lauscht dat Dio ball voll Muss ich, mehr Dio gelauscht. hat sich schlieben den Dio als Sänger absolut wie irgendwie war nie dazu kommen an Album zu lauschen von ihm wie den Doten du hast den enschen Album den ich kennen Sind da viel. aber das wirklich ein absolut Masterpiece der Doten Et sind da wirklich viel an wann du guckst wéi Holy Diver as ochlo schon all also du hast nach Ja, bis 2004 2006 ne moment Dach ich mein 2006 sei lachten Album rauskomméier an dun 2-3 Joer op verstöwe war Masters of the Moon 2009 verstehen, ja. Masters of the Moon war se lächten Album dofir drum Killing the Dragon an Look up the Wolves war danach war auch an den 80er Dream Evil dat war schon an net war immer dat die ja, Fantasy Apps ze kreieren an der Musik wat de Streme gelos huet Igentéi ja ich mein, dat kann ihn am beste beschreiben wann net um Dio Musik geht und du stellst dann auch immer so die Landschaften vier wann Irgendwie schon, ja. geil an dann so Fantasy Mittelalter mat Drachen an ha du Schwertkämpfe an das ja dat gesinnig wann Dio lauschteren ja absolut an du fällt man dabei an e wichtigen Aspekt fir generell jidereen den Musik lauscht dat ob et de Metalmusiker egal wat wann der Bands will unterstützen da kauft och Alben an der guckt och de Cover an liest Lyrics weil op all seit asgewwenlech egen Appes nach gemolt oder as een Artwork dabei wo dat ganz nach méi an die Dimension anherre les an der trapptech da so richtig matt ge zum Mulz an der Power Metal 10 wo man hanno werden holen du werde man op ganz viel so Sache stoßen wost du einfach nemmen e Booklet opmes an du mengst du hast gerade ein Buch vom J.R. Tolkien opgemäht ge an da gehst du eng Rees vu 4 bis hannen ja also mir schweife schon frim of mir das sprach mich auch nämlich du 14 Schallischen der holt dat du einfach so wie das mehr schweifen halt auf dat als Hobby me Dio Holy Diver muss du sto bleiben darf nie muss wäsch gin aus die Maus ja immer das alles gesucht Wort alles a weiter an das mir yes Platz Nummer 15 Dawson The Prince of Darkness den Ozzy Osbourne mat Diary of a Madman von 1981 Ozzy gouf vun Black Sabbath gekickt weil net so brav war obwohl sie auch net brav waren nach ausgedreckt ja dat net brav sind auf een andere Level brucht ja sie kann nach mit dekadent wie schon ass das so sei Soloprojekt mat denen man och noch mengsch immer amgangen ass das auch mengsch die letzten Album für de Randy Rhodes op de Gitarren ass sein tragisch Fliegerakcident hat an Hofgefeuert gestorben ass genau das sein zweite Soloalbum das geile Soloalbum also sein beste Soloalbum ja dat kann ich entschäde wie will aber ne es soll auch ne da fand ich gut dass mal sehen sie das verständlich sind Klassiker Drop ich mein Lied Diary of a Madman Believer dat sind arschgeil Lieder gell am Klassiker auch absolut Klassiker ne da sowieso wurt wat den an den nächsten Album an mir oft heiert Klassiker generell wann man bis bei ja schmengen ablo komme wirklich schüssener Album wo so okay ne dat du kennen ich net du könnt just nach Klassiker wie du bitte schon gesucht hat ja also ich hat den Album net grad vielleicht auf Platz 15 gesagt ich da keine an russischer vielleicht geil ja das gut schon, aber ja okay Top 20 Material vielleicht wie geht dat Ozzy als Sänger am ganzen mat blinde 5 Black Sabbath Albumen so Album das ja 7 Mal vertruden und hätten dat bis wie besser kind verdele wie so ne dat stimmt schon wann ich lo gucken et könnt ihr nur nach Even hin the Blizzard of Oz ja wat ich zum Beispiel Schritt fannen an der fisonisch ja wat du selber auch lo gesucht hast entweder mir nur hannen ich hat zum Beispiel auch vielleicht ein Album mit Team am Zack Wild geholt weil No Rest for the Wicked oder so wo ich persönlich auch der gut fanden ich kenne die später Album nicht kannst du den nicht kann ich empfehlen ich mengen ja Randy Rhoads war wirklich ein Phänomen für sich virtuos
Me der Zack Wild das bei weitem kein schlechte Gitarrist und Nee, auch ein ziemlich cool, das. underrated Gitarrist fand Ja, ich. absolut. Jener Becht an op No Rest for the Wicked Mengen Schütten wirklich Schmuckstecker geliefert gell. Mir war das mein persönliche Point of view. Mit der los mal an so Stuen. Ja. So. Und Dann fahren wir weiter. immer weiter. Mit Platz 14 an andere Mecken Ozzy mit Black Sabbath am Volume 4 von 1972. Jo. Jo, ich muss sagen, schon zu dem dritten Album nicht allzu viel zu sagen. Das ist nicht mein Favorit für Black Sabbath. Ja. Ja, ich habe alle durchgelauscht, das ist gut. Aber nur mich nicht vom. Nicht aus der Ström rausgehalten, ne, muss ich sagen. Ja. Das auch nicht mein Favorit zum Mulz, weil sie so oft halt dran stehen, ging ich den Dokar immer wegschlossen. Ja, habe ich auch gedacht, Weil ja. du fand ich, dass einer Bands eventuell hätte mir könnte nur vier Rutschen oder einer Bands Karimo mal dran kommen, wo nicht halt dran sehen. Voilà. Den Album, das nicht, dass er nicht gut ist. Aber voilà. Ich ging in den Wegschlossen. Und das heavy, Ja. und das ist wirklich heavier wie die letzte Sache, wo sie viel Das stimmt. Und das ist Ja. auch richtig straightforward, gell. Das ist nicht lang. Das ist ein bisschen von dem, obwohl das für Black Sabbath ein großer Begriff ist, sie von dem Doomischen ein bisschen weggegangen. Dann habe ich ein bisschen nach einem Schub mehr heavy drauf gemäht. Ja, Me voilà, gell. Und es kommen nur nachmengen, zwei Black Sabbath Alben, dafür ich ging den Dokar immer wegschlossen. ja. Ja, wenn ich lumist wähle, wie gesagt, zwischen den 6, ging ich da 2 wegschlossen, das wäre dann den heute an eventuell Masters of Reality, wo wir schon hatten, obwohl den noch mehr berechtigt müsste stehen. Und die kennt zum Beispiel hier am Platz stehen. Das wäre dann, am Ende wäre das okay. Okay. Aber Mengen an, wenn ich von den 6 2 Mist wegschlossen, wäre den do an Sabotage. Ja. Ich Masters of Reality einfach immens gern. Ja, das hat man schon gesagt, ne? Gut, dann lassen wir den mal wäsch entre parenthèses, Bitches. Ja, ich gebe den do wegschlossen, ne? Na- Mal weiter. Ja, und da kommen wir bei die gut 13. Iron Maiden mit Iron Maiden von 1980. Ja, Maiden, das ist hier ein zweites Album heute dran. Yes. New Wave of British Heavy Metal par excellence, progressiv Elementer, galoppierend Riffs, galoppierend Melodien, eben klassisch Maiden halt. Dave Murray und Dennis Stratton auch alternativ Guitar Playing, was willst du mehr? Absolut verdient, ist so ein Ja. Ich meine, da brauchen wir nicht ganz viel mehr Du kannst ja wirklich nicht ganz viel sagen, ne? Das ist absolut verdient. Den Do an Killers jetzt echt Album und hätten noch vielleicht auch Killers am Platz können setzen mehr weil eben hier ein Debütalbum aus gebe ich so ein das schon wichtig wie das mit Licht könnt ne Ja, denken wir. du musst noch beim Paul Diano als Sänger den noch Ja. auf den zwei echten Albumen gepasst wird es ist eben das was sie wollten weitergehen an die Richtung wo sie wollte gehen und hier eben das Sagen nämlich gepasst wenigstens den Bruce Dickinson ausgetauscht schon ne aber fand ich das da war ziemlich geil, ne, was du Ja. so gesagt hast. Ne? Meinen Maiden kannst du noch an 100 Jahre lauschen. Ja, Maiden ist Ja. ein endlos, ein timeless Band. Alles, was die aufpacken, ich will nicht so das Gold, mehr als. Das ist einfach cool, sie zu lauschen. Ich weiß nicht. immer, ja. Und ich kann ja noch keinen dabei sein, wo nicht kann mit Maiden aufhängen. Ich meine, da sind sich immer mal so, nee, mehr die Band, ja, und da. Aber bei Maiden ist das irgendwie nie der Fall. Maiden Ja, du ist immer streit Maiden. eigentlich keinen sich, ja. Du siehst keinen, ey, Maiden, nee, das ist Maiden, das Ja, ja. Gibt's kein Heavy Metal ohne sie, ne? nee. Auch viel anderer Genren, Mengen Power Ja, Metal, ja. hallo, kommt man, da wird man noch dazu kommen. Da sind haben sie sie auch auch geprägt, ja. groß Vierbilder dafür. Aber ja, ich meine, da brauche ich nicht viel weiter darüber zu diskutieren. Absolute Ja. Und dann sehen wir 4 bei einem Album, wo ich meine, ein bisschen zu Dave platziert fand. Mit das Pit to Deaths. Okay. Auf Platz 12 mit Judas Priest and Screaming for Vengeance. Das war 1982. Da sind sie, der Rob Halford und singen. Schön. Das ist ein schön Lieder geprägte Klick. Ja, wir hatten Ja. schon Priest hier dran mit, was war das schon mal? Stained Glass Glass. war dran, ja. Ja, das ist ein zweiten Album. Ja. An der Oder? Lust, ja. An der Lust ist den zweiten. An 3 Ähm, im ganzen Mengen. 3 am Ganzen, das fand ich okay. Screaming for Vengeance, das ist definitiv wichtig.
ja weil ich denken dat war ein Statement für Priest das ab dem Moment wo all die anderen ugefangen hun bisschen naja mir wissen nicht wat man richtig mal solle machen und sie einfach dat gemäht wat ze gut konnten das Screaming for Vengeance ist méi schnell méi och natürlich ein bisschen méi kommerzielle Katapult durch halt Hits wie You Got Another Thing Coming wat ein dick großen Hit war mir das war ihre großen Durchbruch an da waren sie auch nämlich wäsch zu denken aus der Heavy Metal 10 gell definitiv ja du hast das ist so geil ein Album das ist nicht gerade mein favorite Album aber ja ich gebe mindestens Platz 4 für Mengen Lieblings Judas Priest Album setzen okay auch Electric Eye und Hellion das sind so verdammt gut Lieder geil ja aber wie gesagt was bei ihnen an bei Maiden war das zum Beispiel sie hatten 2 Gitarristen weißt du, wo sich genial Organs tun an nur immer Lied gespielt immer Lodix an dat war zu dem Zeitpunkt war dat aber Priest am Maiden wo dat gemäht und nicht viel anderer gell genau dat kommt genau, dann ja. nur kommen dann die mich Bands und net adaptiert weil dat aber auch also Maiden a Priest sind groß ni wo viel einer Bands geprägt hun ja aus dat ein Album wo ra geheiert so ein Jahr ja so ist auch ja absolut also mein persönlicher Favorit ja keine Chance so wollte okay. Mal engem anderen nach Making du fangen dat wäre Painkiller gewesen mir es schmengen den as net so groundbreaking für Judas Priest gewircht auch wann net natürlich ein mega geilen Album war an eigentlich alles wat Lieder Lieder an Heavy Metal gefehlt huet hun sie bei Painkiller ein Rabrot me den du muss aber definitiv versto bleiben ja das ein Schloch aus dem ganz viel zu so das schon ich meine, das ist okay ja das must und dann kommen wir bei 11 kommen Platz 11 Metallica Ride the Lightning von 1984 yes also ihre besten Album ist so ja Menge Meinung nur auch ne also ja das tut als wirklich Punkte Produktion Punkte Sound als der dort ein Album so einfach auf den Punkt von Hanne bis 4 gell das ist definitiv mein Lieblingsalbum von Metallica muss ich so ne so und so hat Metallica nach mindestens müssen 3-4 Albume weiter klingen 4 sich vielleicht ja okay gut den Thron also sie sind ganz oben dem Thron von der Heavy Metal Welt also sie noch dann um die Wäsche zu denken mehr du merkst dass auf dem Album High ich denke schon der Kontrast von Kill 'Em All High als enorm groß ja an High gesagt nach gut dass das was sie gemäht und das was sie geschrieben und etwa so wisse sie waren sich Mengen nicht bewusst was das Kind ging an so gewissen Self-Awareness war net do war einfach so wow, dat do geil wo wir mussten auch einer Dimensionen vielleicht nicht mehr einer Sparten wie Creeping Death oder Fight Fire with Fire wat für den Zeitpunkt ziemlich fix war gell? Sie wollten do sich auch bis nur Slayer rum an so Sache wie dat den Album als Menge nicht vor 4 bis hannen als Neistrupp wat net vun Exzellenz geprägt ass. Vielleicht sogar nach méi am engen an wie Master of Puppets. Ja, der Meinung sind auch. Ich kenne Master of Puppets, aber nee. Du also einfach schießen aus was den ausmischt. Also das ist einfach so abregsam. Twists, die sind so das ist einfach so 100% Headbang-Material von Hand bis 4. Ja. Das für mich ist also schwer schlecht oder méch schlecht iwwer den Heizeschwäze wie wir Master of Puppets iwwer die 2 kannst du neich schlechte so net sind allen 2 Meilensteine ja me also dann auch in de Fall so Master of Puppets an dann kennt Ride the Lightning an da könnt de ganze recht so Mengen an sind die 2 mindestens gleichgestalt vielleicht den do als engem ungeschlafenen denn du kannst dann von so ein Diamant den net poliert das an Master of Puppets war du schon richtigen Diamant ja. Und allen so Fallginnas an Haiers nach en gewissen eng Grauheet wo wirklich heraussticht da wo dem ganzen eben seng Not begëtt an du wenn der klingt Ride the Lightning so wie klingt gell? Ja war definitiv ja, nach Matzen an der Fresh Ära an der Göllen nach Fresh Göllen absolut ja. Absolut
ja wie schon gesagt ist zwischen Killemal Natur sind wirklich Welten dazwischen ja für mich hat du einfach den der perfekte Sound die perfekte Produktion passt alles dem mit dem Album ja an schmengen sie sind auch der Meinung weil sie spielen am Vergleich méi iwwer for Ride the Lightning wo zum Beispiel hier im Asian Album Killemal da das für mich mal Statement genug gell? Den me allen zwei auch groß HP Lovecrafts Unhänger lang de Song Call to Cthulhu wo zwar lo net wo kein Lyrics dra sind das ein instrumentales Song me so den huet von Bau vom Lied huet App es schon also atmosphärisch dunkles ja das dreht so mat so wie ihr schifft also hin an hier schwimmt los von deiner Kreatur überfolget so, ja. Das mega confusing für verschiedene Leute dann werden noch denken wat du mir gerade geholt nee das ist nicht schlimm wir sind immer so ja gut dann los mal den so stohlen ich hatte sogar vielleicht wann den op 11 steht dann hätte ich schon noch mindestens an Top 10 gesagt gell? ja zwei Metallica Album in der Top 10 ja vielleicht Master vielleicht rauskommen aus der Top 10 streiten ja wie gesagt lo könnt dann von just nach Klassiker wie man schon gesucht tun Top 10 wir sind endlich gekommen lo wird sich viel auch hauptsächlich so persönliche nach méi op persönlicher Meinung basierend Preis gehen mir gut mir gi weiter also Platz mat mat Pantera mat Volga das Display of Power 1992 das den zweiten Pantera Album an der löscht mengenisch ja yes an wat gëtt zu dem zu so das geil das verdammt geil geile Scheiß auch den mal all die Album die lo kommen sie von halb bis 4 geil ne ja das auch ja Punkto Groove also das nämlich zu topischer Ball ne mengen net ne dat war wirklich Konstellation perfekt für den Zeitraum a fir do woen gemet ginnners mat der Summestellung war dat do mengglisch fir beste Wirk ja das ging net sto ja doch definitiv de beste Pantera Album aus da los man so stoen an dann gimmer weiter da können man vielleicht an bis méi wat als Missing Albums schwätzen also ja, dann sind wir bei de Prinz Ozzy Osbourne op Platz eng mat Blizzard of Oz von 1980 segem Debütalbum als an senger Solo-Karriere ja Crazy Train ja, Klassiker crazy, ja. I don't know ja alles Lieder, Suicide Solution alles Lieder die muss gewusst hun die muss kennen ne? Der doch kein zu dem Zeitpunkt geduert wie dat war wie gesagt den echten Soloalbum von dem hier vu Black Sabbath fortgang as Medien wen annonciert huet dat es engege Band ging zum Stell rahmen no dem ganze Konsumskandal an ha do dat kann hecht gin gell ja ge ja an der war Welt mat die überrascht an net joch jung Musiker an dann noch der Randy Rhoads man an Boot geholl wo dem ganzen halt die Not gin huet wo se huet verhindert an Crazy Train mein Gidreen den Ischnaps mat Gitter am Hut huet zumindest enke probiert den Riff zu spielen Menge von denen wusste als echte Layers ich will net so dass net schwer ass weil sind aber pu tough Sachen auf dem Album drop me ich sind der Meinung dass dat Muster stohlen den Fi allem ja war damals kann so gesinn in Richtung gegangen als mat Bands wie Judas Priest und Iron Maiden an hin mat keimer op dat Boot gegen an hue op Vergleich zu Black Sabbath och dann mir hart gemacht ne ja obwohl die auch nie, obwohl die am Mengen an och nie wirklich no so klassisch New Wave of British geklungen hun Black Sabbath Max oder Ozzy. Black Sabbath nee. net wirklich nee dat net aber ja, Inspiration so. Die Stilrichtung gegangen gesinn dat tot das dat wat die näst pur Joren Welt wohlen an ja dat unser schon probiert mat zu machen an noch gelungen absolut gelungen ja gut da los man den durchstoen an da gi immer bei gute College
der Mr. Dave Mustaine Platz Nummer 8 Megadeth mat Peace Hells wie gesot fir Duscher gesot wir können als net wirklich entschäden ob Peace Hells but who's buying it oder Rust in Peace vielleicht op derselbe Platz miss sto gingen so hestunden leicht sich drüber streiten wat kannst du nach méi zu Megadeth so da das lo Gott sei Dank ihre Lächten dran pardon mich schon einfach lose gesot wie das ja nee. Geht lo du ich mein Mühen noch alles gesot fir Ruschen war man vum Megadeth fallen das ein guten Album absolut ja das ein guten Album kann sich ruhig gin den sich net we immer da gött net mit vun der ja als persönlich nee das schon App drin also Spedung was das löst et gi Leute die wahrscheinlich recht ging mega davon rastelle wie zum Beispiel Ozzy oder wie Pantera gell? Ja oder Metallica oder Metallica mehr gi weiter zu App wat Pit man gefällt mein lo geht der op deuren ha so heftig weil ja Platz 7 mat Motorheads No Remorse von 1984 ich wissen wo soll ufenken echten Symbol als Motorhead mat just engem Album als so eng wichtig Band viel zu wenig vertruden an der Heiter ja dat stimmt ja absolut an dann zweitens eng fucking Compilation Album geholl eng fucking best of dat is eng falsch gesehen gell dat ass so schier das so fick dich gell allein du fing so fick dich gell hätten die ganz Lüchkeit mat best of Albumen füllen ja wieso dann ausgraschen sie just weißt du, dann hätten sie doch net ne an ich wusste mal net geil weil schon nämlich auch gesicht so wie No Remorse ich kein Album fand die so hecht hört geil also ja Compilation so am Elo geil das war schon ein bisschen krass das kannst du nicht machen nicht bei seinem Numm nee net bei hinnen Band sie hat mindestens 2 Mol Keten an der Löch 4 kommen ja absolut an Top 10 hat ich der persönlich alle Mol gesagt dann ja. Dem Moment beim Album Ace of Spades natürlich wat für mich absolut der Knüller Album aus net mit Ace of Spades der Knüller ja ja den Album was voller Hits ja was nach We Are the Road Crew Love Me Like a Reptile das alles fucking geil Lieder geil ja das sind auch Dinger Meinung Motorhead muss halt rausstehen aber nicht so nee nicht so das einfach falsch eine Beleidigung für Legacy von der Band so ja bin ich da recht ja du denkst fuck you für Rolling Stone Magazine von mir ja absolut dat kann es so stolos ich lehne doch nicht ganz viel bei mein persönlich Favorit das auch Ace of Spades an Bomber wo fand ich auch dick gut ja absolut hat auch eventuell eng Platz an dieser Top 100 verdingt gehabt mir bon mehr gi weiter Platz Nummer 6 du sind sie die sind aber ganz wichtig an du hun se wenigstens es richtig gemäht etwas Smart Slayer mat Raining Blood von 1986 210 Beats pro Minute geil flink wiesel flink geil schneller am verdammt schnellsten als Slayer voilà. Ja weiter können wir go weil mega du nicht so doch den Album ich liebe den Album ja das Album immens gell abstrakt kontrovers sie hat ja ein bisschen so viel Leute tun im Umfang oder ganz viel Leute auch haut nach lausren nicht bad Lyrics sehen und da könnt dann so Lied wie Angel of Death wo dann Joren der no so hey, das ist da mega kontrovers du geht den wer das den Himmler Josef Mengele den Auschwitz-Doktor ja den Auschwitz-Doktor Zweite Weltkrieg Judeverfolgung und so wo se Gottes Willen net dat gut wie gut heesch mir einfach die Krankheit wo Mönsch hecht willen an diesem Lied durchstellen an der das da verkörpert an dieser enger Person dat Lied aus den Opener just de Scream gell das so geil abstrakte Songwriting abstrakte Riffing Jeff Hanneman an Carrie King absolut Meisterwerk dat muss jiin enke gelauscht tun wenn dat net gelauscht huet der Fall net no lauscht und krit einfach Comedy verbot ja ciao a Buch also ihre besten Album ja
bei Sind weitem auch- bei weitem ja, also als alles Meinung Lomo, ne? nee das ist auch eher Meinung der wisst Ich hoffe nicht ich hoffe nicht. nee das ist ein absolut Meisterwerk muss an all Heavy Metal Playlist rakommen Ja. Und das ist natürlich schacht und das schnell und das aggressiv. Das Genau fies. das mischt dann aus, gell? fucking Slayer Ich hatte ein Album damals, wo ich angefangen habe mit Schaffen, hatte ich ein Album, die ich gehört Na, schön. Und ich hatte den für am Weg für Dabisch gelauscht, hat, was auch ungefähr eine halbe Stunde gedauert, so lange wie ein Album dauert. Und ich schon für ihn und etwas gelöscht hat. Und Das dann ist schön. über pro Woche lang ungefähr. Ne? ja dat Ja, ja das Lieder sind ist auch noch enorm. nicht so lang Demos gewircht wie verschiedene wann du haut gucken schon dat go dann schmengt du hast da doch oft wann du einer Bands fürs wie keine Ahnung Opeth zum Beispiel die man noch da verdammt lang Lieder oder ne Ja. wie Scary ist geil dann Ja, so ja. fuck es ist noch der Abend ich werde dir will fertig lauschen da bleiben Ja. der Motor sitzen und ich lausche nicht fertig gell so verrückt sie mehr gell mir sie bestimmt nicht die einzige die dat machen Ich hoffe nicht. ich denke denke nicht. nicht. Ich denke Nee, doch nicht. denke Nee. Me, gut, wir sind an der Top 5 umgekommen von der Top 100 besten Metal Albums of all time, wo bist mega kontrovers ist. Wir haben schon gepackt. Ja. Pete, was sie? Du kannst eben meinen persönlichen Lieblingsalbum und noch mein persönliches Lieblings-Black Sabbath-Album. Und zwar hier ein Debütalbum, Black Sabbath von 1970. Tasty. Wunderschönes Stück. wunderschönes Stück. Geburtsstunde vom Heavy Metal. Ja, das kann ich so sagen. Ne? Das allererste Lied, die erste Note von dem Lied Black Sabbath. Baum, baum, baum. Wir kennen das nicht. Schöne Vibrato. Absolut Klassik, ja. Schön. Ja, das ist ein Klassiker. Den muss an der Top 5 mindestens stehen. Ja. Wäre bei mir sogar der Platz 1 gelandet. Muss ich sagen. Ja, vielleicht sogar, ja. Wenn ich gucke, was du noch könnt, effektiv. Oder mindestens gleichgestalt. Der Peter Ja. hat alles gesagt, was zu Black Sabbath zu sagen hast. Wir haben schon gesagt, sie sind 6 Mal dran, ja. Da hast noch nicht die letzten, könnt nach reden. Die allen zwei auch zum plus-minus selben Zeitraum geschrieben gesehen, am Anfang auch nicht mehr wirklich geschrieben gesehen, weil sie hatten alles, was sie gebraucht haben, für 2 Alben zu machen. Den du hast nach immer, ich meine, das Black Sabbath, wo wir mal schwätzen, blues-orientiert, ultra-heavy. Dat most heaviest Song war Black Sabbath eben weil so fies an so gloomy an so creepy Das So ist mega den, creepy den Text, gell, den Text Ja. ist so aufgefuckt creepy, gell, aber Ja. ich liebe den. Auch der Rest vom Album, gell, das ist immens bluesig, ne, ich meine, da kommt nach Sachen, da kommen Mundharmonika drauf hier und so, gell. ja das schon das schon Müll Das ist weird, aber das ist mega geil, das ist am Gesamtkonzept guckst, gell. ja Also Gib ich doch recht. ich liebe den Album. gi ich da absolut recht Nummer 4 Ja. Nummer 4 Iron Maiden Number of the Beast 1982 ja wat alles dort kann- kann ein guten Heavy Metal Album braucht mengen ich Ja, was Run kann to denn noch the drüber Hills, so, ne? Hitpotenzial, Hallowed be thy name, Hitpotenzial, ass, mal nicht Potenzial, mit das ein Hit, weil er geht auch nach immer Haut live von hinten gespielt. Das hier ein vielleicht Natürlich Number of the Beast selber. Number of the Lied. Beast, mit dem geilen Intro, geschwartenen Intro, ja. Absolute ja. Echten Album an Bruce Dickinson als Sänger. Ja, verdient, muss den noch dann genau durchstehen, wo er steht. Ja, also das ist schon, also das mindestens Top 5 Material. Absolut. Das dort, ne? Absolut. Du kannst es nicht mehr so, ne? Nee, ich meine sowieso die Leute wo he lausren a wo also verfolgt tun die wissen Die auch, kennen dass dat das lo sinnmech und da brauche ich nicht noch ganz viel drüber zu schwatzen so Ja. dumm dat klingt gell mir das Top 10 als mal nicht das Problem das vom der ganze Rest wo bist so wei Ja. Mega ja, lusch. ja. und da gehen wir weiter Auch bei Bescheines. Das Platz ist auch 3. wunderschön. Platz 3 mit Judas Priest an British Steel von 1980. Ah. Ja, das ist von meinem persönlichen Lieblingsalbum von Judas Priest. Okay Da waren sie auch ja, an den 80er gekommen, haben ihre Sounds auf dem Album auch leicht verändert gehabt. naja fand bist du schon Ja, nicht unbedingt geändert, aber sie haben auch an ihren Anfangsjahren haben sie auch leicht bluesige Elemente,
die wenn tun definitiv nicht sind die mehr. komplett verschwonnen Ja, das komplett verschwonnen das war wirklich straight ein new wave of heavy metal gell Dat du kannst Voll gesieht. ja dat du kannst du vergleichen am Cover ihre Cover as een den Razorblade unhält ja an die Plateau als Schaf wie eng Sau so staat ich schnell Lieder drop da sind bekannte Lieder drop das alles drop Ja. was du brauchst für a guten Heavy Metal Album zu machen breaking the law Breaking the Law voilà. Beschmengen living after midnight wir können wir weiter gehen wir können just noch weiter gehen mir et kann ich nicht mehr zu Priest so ein Priest gehören dazu sind am Pantheon von de Metal Götter sowieso schon verewigt nie den 5 wo hai also wie an der Top 5 sind gesinn sie definitiv da dabei das lo neich an den Top 5 wat net einer geheiert so nicht bei engem sonst mal just okay hatte ich fleisch den anderen mit das persönlich point de vue da so die nächsten zum Beispiel op Platz Nummer 2 ob da Silver Podium steht Metallica mit Master of Puppets von 1986 also de beste Metal Album überhaupt fir Massen fir jiin de mat Metal kann es ufhenken is so ja ja also Ja. also de beste Metallica Album do so nicht nee mit das mein point de vue muss den op der 2 Stunden vielleicht Ja. fir wat net kann op der 3 Stunden schmengen ab do miset ke großen Unterschied méi so nicht mal ja das stimmt schon also das ist doch Erbsenzählerei wann da ich machen an dem Moment, das Feinstaub gesündert gell aber das von machen auch wir Top nicht. 10 Material ne also ich Absolut. mengen kann auch Absolut, nicht ja. so ich so mir noch schon also wie Metallica gesucht war der Kasoen bei White Lightning an bei dem du Album einer statt net ne die zwei Alben sind relativ auf einem Level Punkto awesomeness Punkto Perfektion ja mengen ja der Peter hat alles gesot et gëtt neich mit zu Metallica zu mir werdet fleisch irgendwann wann man als Trash Genre Episode man werde man bestimmt nach ins bewede Metallica verlieren. ja noch mehr Detail goen dann noch Voilà. mit, Aber man überhaupt noch Sache von für mich hat Detail zu dat wissen man net ja ja Ech mengen de gröste as gesot se stehen do se muss sto an mir sinn nu kom Mün gepackt geile Scheiß spätstens lo heieren Schannen drinnen so leid klappen ja Engeln jeizen ja so so dem sie auch so ja die was sie klar sehend Black Sabbath mat Paranoid von 1970 huete Stadt gewonnert ne net wirklich ich habe mal schon gedurcht hat egal wéi Black Sabbath op Platz Ja. sinn hat ich auch gedurt ja ha ich vier ran gedurcht wie du war so schlau das war das beängstigend wie schlau ich kann sinn das bist obvious ne bisschen schon, ja. du so ein Album willst du zu nach so ne hat denn schon gewusst das ja Iron Man War Pigs Paranoid Paranoid selber ja all Ihr kennt das nicht. einer Metalband wo nur Black Sabbath komme es prinzipiell sich ein Stück Black Sabbath drauf geschnitten an dat Ja. irgendwo angebaut bis haut nach Matt sie sind die größten die größten das falsch wird weil die größten aber bekannteste Metalband aus aber läuft Metallica aber sie sind der Grund stehen für dat und die Idee wäre mir auch nicht heil ging mir heute schwätzen hext wahrscheinlich nicht und, sie haben ein Schema gemäht für den Heavy Metal sie haben ein Ja, Schema ja. ein Skizz gemäht so jungen so funktioniert dat wann ich gelieft an guckt dass da eins geht dann dafür dass sie durchstehen als absolut verdingt an als auch nicht verwunderlich all die praktisch all die gut Riffs die in Haut kennt die hatten sie schon geschrieben an halt als du war Blaupause davon an der kann Ja, so, ne, ja, von das allem kann was ich halt sagen. existiert de Blueprint ja Blueprint für Heavy Metal und dann noch gepackt geil mega ah, war anstrengend es war anstrengend es war belehrend auch wie bei mens belehren doch ja Wie- und noch nostalgisch für allem nostalgisch Menge Millionen ja auch noch oft lo nieweisen regelmäßigen Episoden immer noch oft drüber diskutiert an also immer im E-Satz gefallen dat gut drin all die sollen die all Schankerem auszugröwe gell absolut ja dat hue den Haier an der Lucht gemerkt es sind ze alle froh dass se darüber hast dass man können vielleicht doch als egellöscht den irgendwann enke machen
weil mir ja Sachen abgefallen wo dieser Löschlo fehlen iwwer de werte mal nur noch pur wieder verleieren auch nicht zu viel für dass man nicht zu viel an Detail gehen weil kurz so, ja. Gehen war cool sie froh dass fertig ist an der schaffen ihr schuldet bis heine auch gefallen ja mir hoffen et hue dich gefallen pardon war dat nach ege Menung dazu hut Nee. wie diese fand na könne Nee. doch gern als okay nee okay. Okay. Dach alles frei so wat er denkt so an da ging es so Ja. dann erwähne mal enke kurz als Sache wo absolut fehlen Ja, ich mein, wat mag alles gesot hun wat für Eis net geft trageheieren weil kind wäschlossen hummerlucht alles gesot dazu man net denke ja man die Sachen op die fehlen die auch wichtig sind ne? Ja. Da fragt du mal nun. ma mehr sinn pure Bands afallen wo hauptsächlich an Europa an den europäischen Heavy Metal wo später hin an der Power Metal übergangen as definiert hun mir hat den pure europäisch Bands net viel muss ich so Nee, net viel also europäisch Bands ja UK Bands mich mengen lo wirklich schon festland so für mich fehlt ein ganz wichtig Band das Blind Guardian die fehlen high vielleicht weil sie dem ganzen Power Metal an auch vielleicht Speed Metal an den Ufangs späten 80er die Deutsch 10 war aber du an die sind wirklich du auch groß rauskommen mat Alben wie Imagination from the other side später hin als dann noch nach Nightfall in Middle Earth kommen ja schon gesagt dass Mengen absoluten Lieblingsalbum wann nicht im Power Metal geht ich ging den lo persönlich nicht ersetzen weil ich denke viel Leute wo nicht mal Tolkien am hat Oziel wie soll sie so ein Oziel Metal ja klingt den das Album komisch muss, definitiv ein Storytelling Geschichte Voilà. ja. wo nicht man selbst können aufhängen just straightforward den Heavy Metal oder war doch immer da so nicht Imaginations from the other side musst du dra stehen sie sind wichtig sie sind aber noch nicht so wichtig wie Halloween wo die ganz 10 geprägt wird wieso Ja. an Deutschland an Europa so viel Power Metal Bands kennt als indirekt durch Halloween geil Ja, das und stimmt. durch dann noch natürlich Gamma Ray wo natürlich ihre Beitrag durch hatten Hammerfall ist auch ganz wichtig weil die de genre will net so ein wiederbelebt weil er war nie ganz dort mir bisschen an vergissen he geroden oder sommer et wollt chemi traditional Power Metal machen oder weil et war zu viel kitschig ja weißt du mir wollen nämlich am Lieder du stoen am Magneten an se mir wollen nämlich macho ausgesehen die Zeit sind dort dann du Timerfall gesagt ne mir mache genau dat an dat hue doch geklappt dann sie sind dun an den Charts gelernt mam Album Renegade an den mist theoretisch och hei vielleicht net 4 bei mir ihr kennt aber mindestens an den 80er stoen ging es so ja definitiv ja. Die 3 Bands wo mehr lo am schon noch habt am Power Metal geguckt wo mehr du angefallen sind wo net dirft den op der Licht fehlen auch von Halloween also, pardon also den Album dann funktioniert da 2 Keeper of the Seven Keys das ja Definition. definitiv ja. die gehören noch zu summen die kann net Ja. lauschen Ja, das stimmt voilà. ja was du noch von sind definitiv die ganze Power Metal vergis sind überhaupt fand ich für Deutschland was ja war immens wichtig dann Ja. groß Metal in der Nation aus und Ja. ich mein, was ist 2 Bands das war Scorpions und Sodom da waren die Ja, 2 das war das. Deutsch Bands das ist ein bisschen scharpisch muss ich sagen ja und Generell- diese Power Metal 10 die fehlt komplett geld du hat mindestens nach die 3 Album ist lob bezählt das können dra setzen ja wie mir noch mir kein Band okay es geht ja nicht lums viel Lennart unbedingt Nee, ganz so nee, mit das Frankreich nicht, das dran nicht. min noch Finnland das enkelmengen Strand mat Nightwish wo Ja, die einzig stimmt. sind wo Power Metal mäßig orientiert sind auf wo dem ganzen nach Subgenre gin hun wie wo dann Symphonic Metal imgedeelt gin ass das wie du siehst das ist nicht viel dran an noch Punkto extrem hardes Stuff wost du wärst opzielen as auch nicht so viel dann du geseist dass die Löchtei am Mengen an op enger American Menung abgebaut gin hast kann ich dat so Ja. lo falsch zu klingen ja ich gef so dat schon Bord gezählt mir schätzen dat 70% von der Licht aus amerikanisch ne ja es so net dat lo schlecht aus net Amerikaner hunde pur fucking gut Bands geld dat steht außer froh hat dat
falsch also international hat müssen mir betrachten mit keine Ahnung ich fand das einfach verkehrs gehen der wasch los gehen das beim Grund auch immer ich komme lohn nach ein anderer Deutsch Band die ich voll opzählen für Accept die auch wie ich auch wichtig fand für allgemein Heavy Metal 10 am Udo genau das Album Balls to the Wall mein was gewisse auswählen ne ich gebe so Punkto Black Metal ich meine du hast 3 Alben von der ersten Welt 3 Alben von der zweiten Welt dran das ist okay vielleicht hätte nach weil von Darkphone wenn du wie Hanger statt nach Blazing noch von Sky ist wo da gesagt entlöscht ne ja da einer Deutsch Bands wirklich dazu schon viel fresh an der Lösch tun so tun sie hatte Kind ein Album von Megadeth verschlossen dann Safe Metallica an Hayan du Creator a Pleasure to Kill geilen Album Creator oder Destruction hat man auch noch Destruction ja noch mal aus amerikanischer 10 Testament komplett gefehlt an der List ne den New Order hatte ich da geholt gehabt von hinnen an Obituary ist auch nicht dran ne nee der war auch nicht dran ja das ist Richter Death Richtung weil mega Meinung viel zu viel Death Metal an der List sind die größten Death Metal Fan Death war dran mit Human geilen Album aus ihrer bis wie progressiver Reihe hat aber dann auch noch entweder Scream Bloody Gore oder Leprosy dran gesagt ne da auch Dufangseite von Death Metal wären ne? Ja das stimmt schon vielleicht auch Symbolik hat der Joel nach da gesagt ja nee ja das schwer ich meine das schwer das löscht sowieso zu machen an du wen der wille mehr ja auch dann englisch nach machen wir wissen nicht ob man so werden an enger Episode 4 drohen ob man so schriftlich werden man das wüsste man nicht zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mehr schaffen tun du werden die dann auch wahrscheinlich nicht fehlen und da kommen dann natürlich auch andere Influenzen dabei du siehst der Black Metal wäre gut vertru den ist so ja mich fanden das denn weil es gibt von alles ein New Wave go New Wave of British Heavy Metal go New Wave of Power Metal wo mat hammervoll so bekommers es gibt auch ein New Wave of Black Metal ob die los noch welche könnt du da nicht du kann ihr bestimmt auch noch Sache fand wo ihr seht okay das kann den vielleicht auf Englisch setzen mir das sind dann auch alles Sache wo hext wahrscheinlich werden an den ja zwischen 60 an 100 wird stohlen kann ich mir so vorstellen Stanklograd und hat vielleicht effektiv können Punkto Black Metal vielleicht aber es bis mir kommerzielles Hölle ne die Moorborgie mit Darkness ne wie ist ein Album Darkness Triumph ja oder Cradle ich weiß Cradle sie gehasst und der Metal gespaltet mir auch sie hatten hier kommerziell Hits wie Nymphetermin oder so auch egal ob es das Logo oder nicht du hast den nur mindestens ein Gehör gell sie sind auch wirklich extrem bekannt voilà, gell? Also und das dann noch zum Beispiel auch ein Unhauch und den Black Metal wo zu einem extreme Genre so wie Dimmu Borgir der sagt echt Symphonic Atmospheric Black Metal gegangen dann wird ausgebaut Cradle of Phil so an alle Sachen mehr extrem gemäht und war hinnen am Fong e bisschen egal so ich muss so et war Black definitiv dran es war Gothic Elemente dran et war von alles ein bisschen dran ob sie doch an der Lust fehlen ist so ein ja vielleicht da gehen noch genug andere gell? Also ja das ist schon mir bestimmt noch nach Bands vergisst wenn man nach Werten drauf kommt ja natürlich fällt gerade an Machine hat da so nicht dran Machine hat das auch sau wichtig für die neue Value Groove an so genau das auch bisschen unlogisch an sie viel Sachen ob der Löschei wo man allen zwei gedöt wieso steht da drauf was war Naked City Torture Garden das war so ja das fand witzig dass er drauf steht wieso keine Ahnung und doch bei das Menge persönliche Meinung du wärst falsch andere Meinung ich hätte auch Sun drauf gesagt gehabt kann ich verstehen ich meine ich hatte doch gesagt das sind einerseits froh persönlich dass du drauf sind weil aber ein Band das schon lang gött wo wirklich spezielle Genre möchte mich kann man nicht feststellen dass der Großteil und Leute wo Heavy Metal lauscht du mal warm gehen gell ja und noch Leute die neue rauskommen was denken ja, das ist klar gell? ja
schmengen du mat këmmer endlech die Licht aufschleessen an nie du vun der Schwätzen machen wir nicht wir werden sie wahrscheinlich schon eigentlich erwähnen weil wir gesagt haben als Lichte machen ja wann de Gag drüber machen ja für den Moment das ist gut ich meine, lang genug gedauert wir sind halt auch gut über den Stunden AW wir hatten es halt ein bisschen den Iwerschat bei der Echte wo das wird gut okay Stress an enger Stunden packen wir dat von 100 bis 50 ja nur war eng Stunde 30 mir hin einer dicke rusht me wir sind durch als Trilogie als fertig ich ging so und dann war dat für haut ja wie gesagt lauscht dran geht als Feedback liked Buttons wann ich lift wir sind für alles dankbar für all Kommentar für all negative wie positive Kommentar mir so nicht merci für nur drin an dann also bis die nächste Kehr heirem bei Comedy genau a wo den her ciao bis demnächst ja Matt Louis bis dann ciao 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 ciao